Ich hab dich gern, mein Leben auch, bleibt vor mir zu, in Sonne stehst. Am schönsten tut's mich, siehst im Sommer, grad dann wenn's Blumenkleidli trägst. Am schönsten tut's mich, siehst im Sommer, grad dann wenn's Blumenkleidli trägst. Ich weise Hunderte vom Herz aus. Jetzt habe ich die Sauflöge endlich verwünscht. Wie spät ist es? 10 Minuten später, als du das letzte Mal gefragt hast, geht noch ein Weile, bis der Fraß kommt. Die Polenta gestern, die ist ja gar nicht so schlecht gewesen. Ah, bis hinten durch. Hoffentlich gibt es heute auf etwas Richtiges zum Beissen. Und nicht so einen undefinierbaren Brei wie gestern. Ich will endlich erst meine neuen Zähne ausprobieren. Wenn es dir gut geht, mit dem Beissen, dann weiss man ja, der kann den nicht ausleihen. Ja, bist du jetzt noch nicht beim Zahnarzt gewesen? Wie es Grosskinder gesehen, die Auslagen für neue Zähne rentieren nicht mehr in meinem Alter. Ja, aber du hast doch gängig so Schmerzen beim Beissen. Ja, ja. Ich wette, die Leute kämen ohne Zähne aufgewählt. Nö, in den meisten Fällen ist ja das auch so. Meine Zähne schauen schlecht. Man begann sie auszureißen. Die Neuen kamen gerade recht, um ins Gras zu beißen. Das Gedicht vom Heinz Erhard, 1970. Apropos Zähne. Ich finde es, was eine gute Sache im Alter ist, dass man pfeifen kann und gleichzeitig gerade Zähne putzen. Ah, da hast du wirklich recht, Sepp. So habe ich es noch gar nicht angeschaut.
Ich muss sofort auf den Balkon schauen, ob meine Königin der Nacht schon blüht. Was heißt für eine Königin? Hier macht so ein Theater um einen von ihren 100 Kaktus. Da, der blüht dann nur einen Tag im Jahr. Da muss der schon ein bisschen auf dem Sprung sein. Für den blöden Kaktus lässt die uns jetzt mal hocken. Trostlos, wenn ein Kaktus im Leben die erste Geige spielt. Ich habe nach deinem Job auch die zweite Geige gespielt. Du kannst froh sein, hast du überhaupt in meinem Orchester mitgespielt. Du hast nicht Geige gespielt. Ja, habe ich gar nicht gewusst. Und heute ist Frau Frontenführer. Jetzt wird da bleiben. So, also antreten, damit losgeht. Wer ist da? So, ein blaues, ein rotes, ein blaue, gut, Frau von der Flühe, ein rote. So, dann noch eine blaue. Ja, wieso habe ich jetzt eine Führer Billen? Eine blaue, eine rote, eine blaue, eine rote, eine blaue. Das stimmt doch etwas nicht. Da fehlt Ihnen. Der hinter dir noch in der Wetter. Das steht nicht da im Ecken. Ja. Wieso ist der zugedeckt? Wisst ihr, Frau Grottenmeier, seine Visage, die passt uns nicht. Ich noch. Ich kann doch nicht einfach jemanden in die Ecke stellen. Das ist also unmenschlich, so etwas. Wieso nicht? Das haben unsere Kinder mit uns ja auch gemacht. Nur mein Name oder Röbi, bei dem oder auch die Nase rümpft, weil wir ab und zu eins kiffen. Das ist der einzige, der mich noch besucht. Ja, uns ist das noch nicht so schlimm. Unser Bub war schliesslich gerade vor einem Monat da und hat er schon eine Schachtel Praline gebracht. Ah, du meinst die ausgelaufenen Kisten? Euer Bub, der nach 5 Minuten schon gefragt hat, ob der jetzt zu uns verschrieben hat. Unser Bübel hat ja eigentlich schon recht. Was nützt uns jetzt das grosse Haus noch, jetzt wo wir ja im Altersheim sind? Ich habe dann gelesen, dass ihr mit dem Geld vom Hausverkauf, da müsst das Altersheim zahlen. Schön blöd, wenn man das Leben lang Geld ins Haus investiert. Okay. So, ich will, dass ihr hier den Headbutton integriert. So. Oh, Herr Fuchs, für euch ist es Zeit für euren Stuhlgang. Könnt ihr nicht ausnahmsweise erst ein bisschen später gehen? Ich muss noch gar nicht. Später geht nicht, dann ist dann nämlich der Huber vom 122 dran. Aber das ist nicht gar nicht gut. Ich habe gelesen, wenn man zu fest muss drücken kann es dann Hämorrhoiden. Frau von der Flühe, ich habe euch schon manchmal gesehen, lesen
Ich muss wirklich noch nicht. Du Hämorrhoiden, will ich auch nicht. Ihr hört jetzt keine Diskussionen. Aber ich will doch keine Hämorrhoiden. Ich gebe euch noch gerade das Zäpfchen, Herr Fuchs. Das Täpfchen will ich auch nicht. Ich bin der Huber vom 322-jährigen Kalzheimer. Wieso, Mensch? Ja, der hat mir gestern erzählt, er müsse gegen am Morgen um 7 Uhr sein grosses Geschäft auf dem WC erledigen. Du, das ist ja aber schön. Das kann ja nicht jeder. Ja, das habe ich auch gesehen. Er hat aber gemeint, das Blöde sei genommen, er wacht eben gegen erst um 8 Uhr. Manchmal fühle ich mich daran schon wie im Kindergarten. So, ein Elfi gibt es jetzt Mittag. So liegt. Ja! Voilà ein Nazis Mimosa! Wie bitte? Was für eine Mimosa? Das ist ein Phalaenopsis mimosa. Ganz eine seltene Orchideenart. Sehr sensibel. Mir durch. Die ist im Moment auch in einem seelischen Tief. Die hat auch in letzter Zeit Schweres müssen durchmachen. Frau von der Flühe, manchmal seid ihr mir schon ein bisschen unheimlich. Die ist doch aus dem Nachlass vom Herrn Tüfenauer, den wir letzte Woche zeitlich gesegnet haben. Die gehe ich nachher sowieso gerade in Grünabfuhr. Hey, Frau Grottenmeier, jetzt geht doch die Mimosa Mathilda in die Pflege. Die päppelt die dann schon mal auf mit ihrem grünen Daumen. Sie kann es ja probieren, aber ich glaube, das ist eine vergebene Liebesmühe. So vertrocknet, wie die ja aussieht. Dann passt sie ja zu uns. Herr Zahner, das hat jetzt ja dir gesagt, gell? Lass nur nicht auf die Schätzchen. Ich glaube an dich. Du wirst wunderschöne Blüten tragen. Dann zeigen wir's. Geier hat gesagt, wir sollen den hier integrieren. Musst integriert werden. Musst mitmachen. Ja. Du bist da so mal Schnurri. Das ist noch so praktisch. So ein menschlicher Kartenhand. Du bist integriert. Ich habe gerade ein bisschen meiner Arthrose plagenden Finger schon. Siehst ein bisschen Pfeif, aber machst es super. Oh, die Geschäft habe ich erledigt.
Hoffentlich hätte der Huber nicht den Gasrüssel dabei. Ich habe gelesen, dass er so steigt. Stimmt ja auch etwas mit dem Darm nicht. Vielleicht solltest du es spiegeln. Ich wollte dich nicht spielen. Hey Mathilda, mach ihm doch nicht gegen so Angst. Du weißt doch, wie ernst er das nimmt. Außerdem kommt nirgends der Doktor auf Visite. Er kann ja den klagen. Ich will doch kein Blödsinn von diesem Doktor. Jetzt hör doch erst auf mit dem Jammer und nimm endlich den peinlichen Fetzen aus der Hose. Man muss sich ja schämen. Du musst dich nicht verwundern, wenn das nächste Mal der Geier mitkommt, um das Viertel zu putzen. So liegt Tisch aber zum Mittag kommt. Was gibt's? Fisch oder Vogel? Nichts von beidem. Es sieht aus wie ein Eintopf. Dazu gibt es ein Salatli und zum Dessert ein feines Tiramisu. Oh, Tiramisu! Schätzli, das ist doch dein Lieblingsdessert. Ja, das holt dir das Männchen noch gerade ein bisschen raus. Weil der Eintopf wird ja sowieso Wochenrückblick sein. Aber die Eier im Tiramisu, die sind dann sehr gefährlich. Der kann es Salmonellen drin haben, habe ich gelesen. Ich nehme heute auch den Käse-Dessert. Kann ich etwas anderes haben? Nein, Herr Fuchs, es gibt da keine Extrawürste. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Frau Grottenmeier, stellt das Dessert noch her. Der Sepp ist das schon gern. Ja, der Dr. Häfeli hat nämlich gesagt, der Cholesterinwert von eurem Mann sei zu hoch. Das heisst, ab sofort kein Süßes mehr und eine strikte Diät ist angesagt, Herr Zahner. Habe ich nicht angelegt? Ja, das wollte ich gerade vergessen. Da sterbe ich ja lieber ein paar Jahre früher, als vor mir her zu vegetieren. So? Gut, doch nicht so. Aber es ist immer noch gut weg. Du schaust gegen noch den jungen Frauen nach, wie früher. Er schaut der jungen Frau schon noch innen nach. Er weiß noch mal nicht wieso. Ich habe gelesen, dass Viagra auch in einer engen Beziehung immer auf die Sprünge hilft. Also hier oben, bei dem sind ja Kastensprünge auch schon lang vorbei. Was ist klein? Am selbst ist Zipfeli. Gipfel! Im Loch sogar morgen gehabt. Apropos Gipfeli, dort hat es ja Haufen Cholesterin drin, habe ich gelesen. Ich würde auf Knäckebrot umsteigen. Es ist jetzt gut. Ich will jetzt in Ruhe essen. Ah ja, so Herr Zahner. Für euch gibt es jetzt da ganz feine Haferschleimsuppe. So, excuse. Dann gibt es ein Gemüsedauer. Und zum Dessert einen feinen Apfel. Einen guten. Einen guten miteinander. Du hast den Wandstauer bekommen. Du hast viel Cholesterin. Du musst ab sofort Diät halten. Aber schlimm, gut.
So, Schätzli, du solltest wirklich ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Willst du das dann nicht mit dem Dr. Häferli besprechen? Ja, das war jetzt also nicht so fair von dir, Sepp, wie du den Pedal behandelst. Schliesslich hockt der arme Mann schon im Rollstuhl. Ja, du hast ja schon recht. Aber wir tun den Weg dafür integrieren. Achtung, Pedal! Du hast da noch ein bisschen Zöpfchen im Kinn. Oh, Wo man da im Rollstuhl hocken, dass man so umsorgt wird. Bist du froh, kannst du noch so gut laufen? Ja, ja. Apropos laufen. Früher sind wir dort Frauen stotzenweise noch gelaufen. Ja, stotzenweise. Ich kann mir das einfach vorstellen. Die sind ja noch nachher gelaufen, um zu sagen, dass der WC-Papier aus der Hose lag. Was tut die Lampe? Meine Stiefmütterli Lampe ein bisschen. Du hast den alten bisschen Viagra Ja, ja. Habt ihr gewusst, dass es von diesen Viagra jetzt eine Körpercreme gibt für Frauen? Körpercreme mit Viagra. Ja. Das bringt ins Todstrafe, habe ich gehört. Der Witz ist ja fast so faul wie der gestern aus dem Anzeiger vorgelesen hat. Was hast du ihm denn für einen vorgelesen? Wisst ihr, warum das im Moment ein Haufen Blondine auf Kanada fliegen? Wer tut lügen? Die fliegen auf Kanada wegen der Viagra-Fälle. Da hoffe ich in den Körpercreme. Billiger. Ob du gern da bist? Ja, ist gemütlich da. Ich helfe da nur nicht. Die Nase, die wird mich nicht nach vorne. Oh, das riecht also. Was macht der heute Nachmittag? Was will da jeden Tag? Ich tue etwa noch ein bisschen zeichnen. Da, aber Liseli, willst du nicht ein bisschen etwas Farbiges zeichnen? Deine düsteren Bilder gehen mir langsam aufs Gemüt. Ja, weisst Mathilda,
Das spiegelt eben meine Stimmung. Schliesslich sind wir da im Altersheim. Endstation sozusagen. Ja, eben darum. Da könnten wir doch gut ein paar Fahrtopfer bringen. Die Asthmatüchte wird doch gern schlimmer. Ich könnte ein Mittagsschläfchen machen. Das wird ja der Tag sowieso zu lang. Da geh ich. Wie lange schlaft du eigentlich so täglich? Ja, also nur etwa 2 Stunden. Ja, das ist ja sogar ein bisschen wenig. Andere brauche ich da etwa 8 Stunden. Ja, also mir lenkt das völlig. Ich schlafe jetzt Nacht um 10 Stunden. So, Tabletten ausgehen. So nicht? Herr Vater, jetzt hallo. Gut. So. Also. Erotik? Nein, Herr Zahner, ihr müsst hinten stehen. Wieso jetzt das? Ich bin noch nie im Leben zu hinten gestanden. Ihnen ist zuerst mal. Kommt. Genau, als Nachspiel Das hast. ist gut. So. Erotik. Blaue. Gut. Erotik. Oli. Berger. Eine blaue. Zahner, eine grüne. Wieso jetzt eine grüne? Ich bekomme seit 3 Jahren gegen eine blaue, wie die anderen Mann. Wir bekommen jetzt einfach eine grüne. Und überhaupt, mir dünkt, ihr seid in letzter Zeit ein bisschen sehr aufmüpfig und sehr aggressiv. Ja, der wird mich ruhig stellen. Das ist eine bodenlose Frechheit. Schliesslich bin ich ein erwachsener Mann. Und zahle nicht nur für das kleine Zimmerchen da und den Fraß. Ah, Schatz, jetzt beruhig dich doch um. Ich will mich jetzt aber nicht beruhigen. Kann ich doch von der nicht bevormunden. Versteht ihr jetzt, was ich meine? He? Wenn ich ja der Doktor wäre, Herr Zahner, würde ich euch schon lange 2 Grüne verschrieben. Besprechen denn das gerade selber mit dem Dr. Häfeli, jawohl. Und bei der Heimleitung, da beschwere ich mich sowieso über euch, ja. Sepp, pass auf mit deinen Össern. Wir sind doch auf das Personal angewiesen. Sonst müssen uns doch aufs Mal noch plagen. Der Herr Fuchs sieht das absolut richtig. Herr Zahner, seid ihr doch einfach dankbar, dass ihr euren Lebensabend so in einem guten Haus verbringen könnt. Wie das gibt da andere Heim, wo man euch schon lange hat ruhig gestellt. Jawohl. Ich möchte aber dann nicht ruhig gestellt werden. Oh ja, ich werde meine letzten Abend noch nicht geniessen und nicht nur vor mir her vegetieren. Jetzt hören hinten nebeneinander. Mein armer Traum Gottli hat mich schon vor manchem Jahr müssen verlassen. Ja, da gebe ich dir recht. Wir sind wenigstens beieinander. Unsere Kinder suchen uns ja selten. Aber wir sind zusammen, in guten wie schlechten Zeiten. Ja, der Frau Gottli und ich, wir haben etwa 30 Jahre zusammen
geritten, bis wir aufgehört haben. Ja, und dann hat er das Kriegsbeil begraben. Nein, der Traugottli. Ah, Mathilda, ich glaube, der Traugottli hat Freude, wenn er sieht, dass es dir gut geht und du das Leben geniessest. Kannst du es nicht noch geniessen, wenn du alt und einsam bist? So. Oh. Wir hören die Frau von der Flühe. Stellt doch den Herrn Berger noch ein bisschen Garten raus. Ich glaube, der gute Mann kann ein bisschen Fahrt vertragen. Wir haben heute nicht Zeit, für mit ihm zu spazieren. Ja, ich gehe doch gerne noch ein bisschen mit ihm spazieren. Dann kann ich ihm dann noch ein bisschen aus der neuen Ausgabe von Landeliebe vorlesen. Ich komme auch mit. Ich kann dich auch nicht alleine gehen mit dem Lustmaul. Lustmaul kann ich sehen. Zum Glück ist die Frau von der Flühe geistig ja noch so auf der Höhe, ja und hilfsbereit, was man ja da nicht gerade von allen kann behaupten. Hast du gesehen? Ich glaube, der Franz ist eifersüchtig. Da bahnt sich noch etwas an, falls er den Mut findet, bei Mathilda den ersten Schritt zu machen. Ich glaube, die wäre noch nicht abgeneigt. Was wird jetzt der Alkalöri in seinem Alter noch weibern? Dem seine Lunte brennt ja schon lange nicht mehr. Du kannst denn da nicht von dir auf andere schließen. Oh, kleine Fühlung an den Mann. Also, auf meine Lunte bin ich dann schon noch ein bisschen stolz. Du. Die zünden dann noch wie Push-Dynamit. Naja, wenn man das Zündhölzli findet. Das hingegen geht niemand etwas an, ausser uns zu. Willst du das dann nicht mit dem Dr. Häfeli besprechen? Sicher nicht. Der soll sich um die schwierigen Welt kümmern. Was sollte du lesen? Jetzt komm an, das macht mich ganz nervös. Wieso? Stört das dich so? Ja, das stört mich, wenn du da wie ein Tiger im Käfig rumlaufst. Machst alle rundum mal nervös. Nehme doch nicht das, Lieseli. Nehme meine Flamme. Ja, sieh, du willst doch jetzt nicht sagen, dass du in deinem Alter noch eine neue Flamme hast gefunden. Ja, bitte etwa nicht mehr gut genug. Aber nein, Lieseli, du erzählst Kabis. Ich rede von dem Flug. Also, jetzt sind wir so von manches Jahr geheiratet und du redest gerne um ein Heißbrei wenn es um unser Sexualleben geht. Nicht so laut. Eben, genau das meine ich. Red doch über deine Probleme. Ich habe gar kein Problem. Kann man nicht mehr am Tag.
Alltag. Jede Woche halt. Jede Woche. Muss sicher einmal im Monat. Sepp, mach dir doch keine Sorgen. Weihnachten ist auch noch einmal im Jahr. Es ist dann umso spannender, dann ein Päckchen auszupacken. Also, Rieseli, so untertreiben musst du ja jetzt oben nicht, he? Sepp, du weißt doch, dass ich sehr glücklich bin mit dir. Deine Zärtlichkeiten längen mir doch voll und ganz. Wir sind ja da keine jungen Hüpfer mehr und müssen uns nicht beweisen. Ich bin gewiss dankbar und froh, dass wir unseren Lebensabend zusammen verbringen können. Du bist und bleibst mein Jackpot. Und ich bin so froh, dass das auch noch dazumal da im 1900 so an einem Männerchor-Theater zu Fahrni so gefunkelt hat. Ich doch auch. Komm, ich gehe noch ein bisschen raus in die frische Luft. Ja. Ich glaube, das ist gut für mein Asthma. Komm, Das ist gut. Wo sind jetzt die Knöpfe gekommen? Wie sieht das Bist doch froh, sind wir alleine. Schon bald gezogst sein. Ja. Schließlich wirst du das paar Tage nicht mehr sehen. Das ist, an wem liegt das? Du kannst schon gerne nur am Donnerstag am Abend. Ich kann die Frau nicht alle anschauen. Ich gehe nicht nach Hause, oder? Wenn du dich endlich würdest scheiden, wie du mir ja seit 2 Jahren versprichst, Martin, könnten wir alle Abend zusammen sein. Ich würde mir gerne scheiden. Aber du weißt ja, es liegt am Geld. Sie fordern so eine hohe Abfindung. Ja, das würde mich gerade ruinieren. Wir müssen ja ein Jahr 2 Geduld haben, ja, bis ich dann das Geld auf der Seite habe. Los Martin, jetzt ist einfach fertig mit Geduld haben. Ich lasse mir doch mein Leben nicht mit Warten auf dich vergüten. Schliesslich bin ich jetzt gerade so im besten Alter und will mit dir noch eine Familie gründen. Bevor wir selber schon so in einem Altersheim landen. Ich arbeite ja schon Tag und Nacht. Ein Landarzt verdient eben nicht so viel. Du müsstest schon eine Praxis in der Stadt haben. Da musst du halt eine zusätzliche Einnahmequelle suchen. Los Martin, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich warte nur noch 6 Monate, gell? Entweder bist du bis dann geschieden oder ich trenne mich von dir. Punkt, aus Ende. Elsa Käferli. Nein, jetzt ist ausgekaffelt, Martin. Jetzt suche ich die Bewohner und du schaust, dass du zu deinem Geld kommst. Was soll ich noch machen? Sie hat ja schon recht. Ich halte sie schon lange her. Und ich will sie ja nicht verlieren. Ja, ich habe ja schon mein Leben Verdienst. Aber ich sehe, ich muss noch mehr von meinen Glücksbillen verkaufen. Jetzt los! Was ist denn mit euch los? Das sieht ja aus wie ein grosses Bandscheibenproblem. Nein, Herr Doktor. Der hat ja selber gesehen. Ich muss meine Hämorrhoiden im Auge behalten. Herr Fuchs, wir sind für Spaß gemacht. Kommt, kommt mit an. Ich will jetzt einmal den Puls messen.
Tipptopp, wunderbar. Wie geht's euch eigentlich, Herr Fuchs, heute? Ja, mir geht's eigentlich gar nicht schlecht. Nur die Beine, die Schmerzen in den Beinen, das ist kaum zum Aushalten. Ja, den Morgen im Park fast nicht der Mathilde mögen nachher gelaufen. Und das alleine ist kaum verkraftbar. Aber ich habe euch doch ein Fläschchen von diesem Stärkungsmittel verschrieben. Hättet ihr das nicht eingenommen? Kann nicht können. Was heisst nicht können? Hat den Verschluss von dem Götterli nicht aufgebracht. Hättet doch das der Schwester Elsa gesehen. Die hat den euch sicher aufgetan. Es ist eine sehr Dienende. Ja, ich wollte ja nichts sagen, aber geht so viel nach Dienen gehen, das haben wir ja oben nicht. Manchmal spalten die mit uns, obwohl dass wir gar nichts gemacht haben. Und manchmal träumen ich sogar, die verfolgen mich mit einem solchen Riesenzäpfchen. Der Fuchs, Elsa meint es doch nur gut mit euch. Ja, mir auch. Mit über 70 ist das Leben halt nicht mehr schön. Niemand interessiert sich mehr für uns und unsere Schmerzen. Das ist doch gar nicht wahr. Mal. Man vegetiert nur noch so vor sich her und wartet auf die Ende. Herr Fuchs, ich weiß nicht. Ich hätte vielleicht etwas für mich. Ich glaube doch nicht. Ja, wie meint ihr das? Hat er etwas oder hat er nichts? Und wenn er etwas hat, dann gebt mir es. Ich brauche etwas, das mich ein bisschen mobiler und lebensfreudiger macht. Weil meine Konkurrenz, da bei der Mathilde, die ist nämlich schier ein bisschen motoriert. Also, Herr Fuchs, es ist ja so. Es ist ein Tablett auf dem Markt. Für fast jedes Leiden. Das Problem ist nur, dass das Medikament nicht Testphase noch nicht offiziell zugelassen. Aber ich habe mit einigen Testpersonen sensationelle Erfahrungen gemacht. Ja, sind die Testpersonen, sind die auch schon ein bisschen älter gewesen? Und Nebenwirkungen? So das Zeug. Nebenwirkungen hat es bei diesen paar auserwählten Bewohnern von einem besser gestellten Altersheim in Zürich nur Positives gegeben. Das ist auch mal typisch. Die Reichen haben immer im Genuss vom Besten. Aber meine Pension, die ist ja nicht schlecht. Schliesslich bin ich 40 Jahre lang beim Bund gewesen. Und vorletzt ist mir dann noch eine Lebensversicherung ausgezahlt worden. Von 300'000. Aber das bleibt ja unter uns. Ich wollte nicht, dass ich da aufs Maul einen Frauenauflauf habe. 300'000? Selbstverständlich könnt ihr euch die PU leisten. Trotzdem muss ich sagen, so eine Monatspackung von diesen Tabletten, ich nenne es ein Crazy Day, kostet 1000 Franken. 1000 Franken, das ist doch gleich. Da kann man eine Krankenkasse angeben. Nein, Herr Fuchs, ich habe gemeint, ihr habt verstanden. 1000 Franken im Bar, direkt an mich, mit Stillschweigungsgarantie. Dafür garantiere ich euch schmerzfreie, aufregende Tage. Vielleicht sogar Nacht. 1000 Franken. Schmerzfrei, Bein, meine kaputten. Und aufregende Nacht. Mit allem drum und dran. Wartet, ich regel die 1000 Franken ab. Die wird mir nicht anlaufen, nicht davon. Für aufregende Nacht mit allem drum und dran. Das soll nicht das gern. Ja, schickt sie einfach.
eine zusätzliche Einnahmequelle nicht. 300'000, mal, bei dem lohnt es sich. Herr Doktor, ihr seid schon da. Grüß dich, Herr Dr. Häfeli. Grüße, Frau Zahn. Grüße, Herr Zahn. Mein Asthma-Mittel ist jetzt leer. Ich hoffe, ihr habt Nachschub mitgebracht. Ja, ja, es dabei. Wir haben doch gleich mal ein neues Medikament ausprobiert. Seid ihr zufrieden mit dem? Gibt es euch Erleichterung beim Schnaufen? Müsst ihr weniger mehr husten? So ein Fuchs. Du hustest ja genau gleich viel wie vorher. Ja, also, wenn ich ehrlich bin, ist es schon nicht so das Gelbe von mir. Und der Husten will einfach nicht bessern. Aber heute wird sich gerade mein Mann gründlich durchchecken. Ja, Herr Zahn, was ist denn mit euch? Wenn ich euch so anschaue, habe ich immer das Gefühl, ihr seht noch sehr rüstig aus für euer Alter. Für mein Alter schon, aber anscheinend nicht für das Alter von meiner Frau. Wie soll ich das verstehen? Gibt ihr ein Potenzproblem? Hey! Herr Zahn, kommt doch schnell die zum Untersuchungszimmer. Dann können wir die Sache nicht um 4 oben anschauen und besprechen. Danke dir vielmals. Kommt jetzt an, ihr wisst ja, wo durch. Ja, der erste Schritt wäre gemacht. So, ich habe euch da nicht 2000 Franken, dann bin ich etwa 2 Monate eingedeckt. Wo ist ihr da jetzt her? Ich habe ihm doch gesagt, ich komme gerade um. Suchst du den Dr. Häfeli? Weisst, mit dem Sepp im Untersuchungszimmer. Für was musst du hier dem Doktor 2000 Franken zahlen? Hast du deine Krankenkasse gekündigt? Wegen einem schönen Fehler aus dem Alter. Nein. Ich bin schon eine Ewigkeit bei dieser Hausana. Ich habe eigentlich gut zufrieden, nur die Prämie, die gern steigen. Aber das ist ja bei jeder, gell? Ja, aber übernimmt denn die Hausana die Kosten für das Viagra nicht? Ja, ich brauche sicher kein Viagra. Wie will ich? Da ist ja noch gegen Volleinsatzfall. Oh, einsatzfähig. Das jetzt gerade nicht ehrlich. Wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Ja, warte, du musst doch nicht studieren. Oh, ich stehe doch schon noch was, aber ich habe gewundert lassen. Aber ja, das ist etwa 1945. 1945. Du Arme.
was? Wart. 1945. Gestern am Abend, das sind etwa 26 Stunden und 5 Minuten. Ich muss ja gut leben mit dem. Oh, bist du ein Plagöri. Aber jetzt zurück zu dem vielen Geld. Für was musst du jetzt da so viel zahlen? Darfst du das aber dir niemandem sagen? Ich habe dem Dr. Eveli versprochen. Nein, meine Lippen sind versiegelt. Also, der Dr. Eveli, der verkauft da so eine Wunderpille. Aber der nicht an jeder, nur an ausgewählte Patienten. Und nicht jeder kann sich das leisten. Das zahlt dann nicht einmal die beste Krankenkasse. Ich vermute fast, der Eveli importiert das Zeug direkt aus Amerika. Ah ja, so ein Doktor, der hat halt die besseren Beziehungen wie mir. So, vielleicht wäre der noch mit so einem Versuchslabor zusammen. So wirst du sehen, es wird nicht mehr lang gehen und mein Name wird in einer Studie auftauchen. Über ihren Mut hat gehabt, das Mittel auszuprobieren. Ja, meistens würde bei meinem Asthma nützen. Also würde ich sofort mitmachen, Schliesslich habe ich nicht viel zu verlieren. Das geht dann nicht. Ich habe Eveli versprochen, ich sage niemandem etwas. Mit viel Geduld und Liebe bringe ich dir das schon wieder her. Es ist einfach so. Seit 29. Es ist, wie es ist. Herr Doktor, ich wette da die Wunderpille auch, die den Franz verkauft. Gauen die nicht so wie mein Asthma. So viel zum Thema, meine Lippen sind versiegelt. Eine Frau ein Wörterbuch. Herr Fuchs, wir haben doch abgemacht, dass dir über meine Crazy Day Tablette nichts erzählt. Das ist unfair an weniger gut gestellten Leuten gegenüber. Was weniger gut gestellt? Wie wird ihr auch wissen, wie unser Bankkonto aussieht? Um was geht's da eigentlich? Von was redet ihr die ganze Zeit? Ich komme nicht machen. Der Herr Dr. Eveli hat eine Tablette, die all unsere Wehwehli verzaubern. Aber anscheinend sind wir, Herr Doktor, zu wenig wohlhabend. Halt! Ich habe nie gesehen, ich halte euch für nettolos. Aber ich habe angenommen, mit eurer kleinen Rente. Ich meine, so ein Altersheim kostet immer einen Haufen Geld. Wenn ihr wüsstet, wie viele Liegenschaften wir am Wieseli gehören, ihr hättet Augenwasser. Lass mir jetzt einmal Gott der Neues. Wir sind freiwillig ins Altersheim gekommen, gell? Damit wir nicht an so einer grossen Villa müssen residieren. Obwohl, was kann ich jetzt sagen? Der Fraß da. Jetzt habe ich den Faden verloren. Eben, dass wir uns die Tabletten auch leisten könnten, sagen. Ja. Und eben, die würden ja gerade bei deiner Vergesslichkeit helfen. Frau Zahner, jetzt einmal ganz langsam. Ich habe ein ganz vertrauliches Gespräch mit dem Herrn Fuchs gehabt. Vertraulich habe ich gemeint. Ich habe nie gesehen, dass meine Crazy Day Tablette alle Leiden in Luft auflösen. Eine Garantie kann ich euch keine geben. Also, rückt raus mit den Pillen. Ich will endlich wieder einmal schmerzfrei sein. Wie viel müsst ihr denn haben dafür? Jetzt sind es ja draussen. Eine Monatspackung kostet 1000 Franken. Und ich, eben der dabei. Herr Fuchs,
Legt doch da nicht so offen auf den Tisch. Könnte jemand reinkommen? Herr Doktor, ich habe dann noch 3000 Franken zwischen meinen Unterhosen versteckt. Ich weiss nicht einmal übersetzt. Dann auch mit 2 Packungen. Ich zahle dann für beide Monatspackungen. Jetzt hören Sie bitte mal alle zu. Was? Zuhören habe ich gesehen. Das ist jetzt lebenswichtig. Absolut Stillschweigen ist jetzt angesehen. Meine Crazy Day Tabletten sind noch nicht offiziell zugelassen. Ich könnte schon meine Lizenz verlieren. Hey, was mich nur? Zuhören, hat man gesehen. Stillschweigen ist angesehen. Das ist ein Geheimnis. Ich liebe Geheimnis. Ich habe gelesen, eine Frau sollte mindestens 3 haben im Leben. Er verliere sonst seine Lizenz. Haben Sie die Potenz? Mathilda, ich erzähle euch nicht alles in Ruhe auf meinem Zimmer. Ich komme auch grad mit. Ich will nicht alleine da unten sein. Ich komme da auch gerade mit. Dann können wir uns noch wegen der Finanzen Gedanken machen. Das läuft ja besser als meine Aktien bei der UBS. Wenn das so weitergeht, kann ich mich gleich schäden. Excuse, wir haben noch den Beton vergessen. Was gibt's zu essen? Und das ist es gewesen. Du hast schon verloren, Mathilda. So ein Strippjas, das macht einfach frei. Das wird nicht so ändern auf die Idee kommen. Ja, ich habe viel mehr Freude, wenn ich einen von euch zwei verlieren würde. Ja, noch, dann ziehe ich halt den zweiten Schuh an. Ja, aber macht das nicht so ausartet wie gestern Abend. Ich war aufgereiht. Ja, bis am 12 Uhr morgen nicht schlafen. Und der muss anschöpfen, der ist sowieso schon verdacht. So, auf Alter, da bleiben Das machen wir jetzt Leben schwer. Wenn die Schwung, haltet mich im Alter jung.
sera, sera. Du bist einmal einsam im Altersheim, interessiert sich für dich kein Schwein. Liest du aber den im Grab, stehen alle mit der hohlen Hand parat. Cool, Mann, cool! Ich bin eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das kannst du schon sein. Ich habe im Internet gelesen, dann sieht man im Fachjargon Porzellansyndrom. Das darf ich nur wundern, was mit euch in letzter Zeit los ist. Das ist auch einfach so, wie wenn ihr der heilige Grau vom ewigen Jugendmoment gefunden habt. Ja, da liegen die gar nicht so Im Google steht, der Heilige Grau, das sind nur Kind von Holzberger gewesen. Nicht mehr und nicht weniger. Meine Menschen, die sind in letzter Zeit alle sehr, ja, hyperaktiv. Und dann noch aggressiv dazu. Ich bespreche das nachher schon gerade mit dem Dr. Hefferli. Ja. Da wird er euch allen bald die Tröpfchen verschieben. Ja, wir warten ja alle sehnsüchtig auf den Dr. Hefferli. Ja, ist der gut im Verschreiben? Noch nicht das geht's doch einfach. Der Kopf. So. Ja, das geht's doch einfach. Das ist gut. Schließlich habe ich ja da noch andere Patienten zu betreuen. Warte! Ding! Was gibt's denn so? Du komm! Sind schon früher beim Heim. Ja, oder vielleicht bekommst du einen Rollstuhl. Ah nein! Super geil! Also, ist ja schon so in einem Altersheim. Da musst du mal mit dem Dr. Hefferli reden, wo du deine Persönlichkeit eventuell könntest spalten. Du kennst auch ihn. Wo sind die jetzt alle her? Martin, die wissen haargenau, dass du heute auf die Seite kommst. Also, du musst unbedingt etwas unternehmen. Die sind in letzter Zeit alle so hyperaktiv. Ich habe denen also regelmässig, gebe ich denen die von dir verschriebenen Medis. An dem kann es wirklich nicht liegen. Also so etwas ist jetzt in meiner Karriere als Pflegefachfrau wirklich noch nie passiert. Martin, interessanterweise betrifft es nur die vom Zimmer 10 bis 15, vom ersten Stock. Das hat alles schon die Richtigkeit. Die Gruppe macht eine neue Studie von mir mit. Ja. Ich forsche seit Jahren an einer neuen Tablette gegen Altersgebrechen. Und die Gruppe da, das sind meine Probanden. Ja, wieso weiss ich nichts von dem? Hast du noch mehr Geheimnis von mir? Du vertraust du mir nicht. Der Wetter hockt doch da nebendran. Da ist der schwerhörig. Und der hat ja sowieso sein Hörgerät nicht eingestellt. Also, das ist doch noch alles richtig. Darum brauchen wir ja die Testpersonen. Du, es müssen doch Studien vorliegen wegen
Nebenwirkungen, Verträglichkeit etc. Aber nicht, dass mir jemand noch einen schreibt. Nein, natürlich nicht. In einem für einen anderen Altersheim ist immer noch keiner gestorben. Im Gegenteil, die fühlen sich wieder wie 20 und benehmen sich auch so, ja. Was? Du hast das schon in anderen Heimen ausprobiert und niemand weiss es. Also Martin, wenigstens mir hättest du es können sagen. Schliesslich muss ich mich tagtäglich mit denen umschlagen. Umschlagen? Durchziehen! Hoppala! Umschlagen, durchziehen! Siehst du? Hoppala! Der versteht wirklich nichts. Du, ist der eigentlich auch in deinem Programm? Nein, der doch nicht. Der könnte sich das gar nicht leisten. Und in dem Stadium, wo der ist, bringt es dem sowieso nicht mehr. Schätzli. Immer, ja, immer, wenn der Schätzli ist, willst du irgendetwas von mir? Also, Schätzli, ich mache doch das alles nur wegen dir. Das bringt uns einen Haufen Geld ein. Wenn das Geschäft so weiterläuft, kann ich mich gleich scheiden. Und mit dir, ja, das soll ich alles Leben führen. Ah, ja. Du, weiss denn deine Frau nichts davon? Nein, natürlich nicht. Genauso wenig wie die Ärzte kann. Wenn das nicht legal ist, dann will ich dann nichts wissen. Gott, je weniger ich weiss, desto besser. Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiß. Aber, oh, du, die Aussichten auf das Haufen Geld, das macht mich ganz kribbelig da. Das ist, komm doch nachher, nach deiner Visite, noch auf eine Sprünge in die Vorratskammer. Ach, Wösterli, spricht einiges. Aber bringen wir doch jetzt zuerst meine Testpersonen wissen gut. Also Martin, jetzt aber ab an die Säcke, gell? Der muss rollen. Ja, Du weißt ja, was die Belohnung ist. tschüss. Scheiß! Scheiß! Ach, warum habe ich das hier noch gesehen? Je weniger mitwissen, desto weniger Gefahr. Jetzt hat sie nur voll Hand. Ich würde doch nie mehr von einer Frau abhängig werden. Sie ist ja schon eine Rasse, die Katze. Ja, aber gestern habe ich im Göbeli seine Tochter gesehen, die das Praktikum macht im 5. Stock. Die haben mich nicht nochmal als Praktikantin. Sie ist, glaube ich, auch nicht ab. Nein, ich glaube, Telefonnummer hat sie mir gleich sofort gegeben. Naja, Geld verdient der Charakter, aber auch nur, wenn man mehr hat. Schäfeli? Ja, Fräulein Göbeli. Das ist aber jetzt ein Zufall. Jetzt habe ich gerade 11 Teile. Das ist schön von euch zu hören. Ja. Jawohl. Ein ellenlanger Weg. Das ist ja furchtbar. Die sieht man aber eh. Ich habe einen schlechten Empfang. Ich muss heute meinen Standort wechseln. Bin ich doch wieder ledig. Vorher geht die Kleidung. Schieb's die an! So, Frau Dr. Hasler, ich komme immer noch nicht raus. Was genau ist Ihre Funktion? Könnt ihr mir das bitte nochmal detailliert erklären? Ich bin Angestellte bei der Eidgenössischen Ärztekammer, Abteilung Interne Angelegenheiten. Ich untersuche die Vorfälle in den Altersheimen Eichen und Habergschwend. Was sind denn das für Vorfälle? Ich habe gar nichts gehört. Ich sollte ja informiert sein. Schliesslich bin ich in einem Altersheim der zuständige Arzt. Genau um das geht's.
Darüber möchte ich mit euch reden. Darum bin ich hierher gekommen und nicht in die Praxis. Es pressiert. Es ist den Pflegerinnen aufgefallen, dass sich gewisse Bewohner zuerst sehr aufgestellt und dann plötzlich sehr depressiv verhalten. Zudem hat eine Angehörige von einem Bewohner letzte Woche Tabletten ohne Beschriftung gefunden. Ja was? Ohne Beschriftung? Das ist aber gefährlich. Genau meine Meinung, Herr Kollege. Auf jeden Fall haben wir die Frau Mörgeli die Tabletten gerade weggenommen. Und wie soll ich euch sagen? Sie hat, ja, ich sage dem mal, schwere Entzugserscheinungen, wie eine Drogensüchtige. Ist nicht wahr. Seid ihr denn sicher, dass es Drogen sind und nicht etwa nur Stimmungsaufheller? Ja, wir sind ganz sicher. Wir haben nämlich die Pillen gerade ins Labor geschickt und analysieren. Oh je, oh je, oh je. Ihr sagt es, und der Bescheid ist nicht der schlechte. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Was habt ihr gesagt? Ja, wir können sich doch das gar nicht vorstellen. Ja. Allerdings, es handelt sich tatsächlich um eine angesagte Designerdroge. Oh Gott, oh Gott. Ja, die im höchsten Grad abhängig macht. Es handelt sich um eine Mischung aus Marihuana, LSD und verschiedenen Amphetaminen. Unglaublich. Aber sag ich dir, woher sollte das alte Frauen die Drogen hergehen? Das haben wir uns eben auch gefragt. Und natürlich haben wir das auch die Bewohner gefragt. Und nach langem Hin und Her ist euer Name gefallen. Das ist eine Frechheit. Mein Name. Da sieht man wenigstens, was für schlimme Auswirkungen so eine Demenz kann haben. Glaubt ihr mir, das hat gar nichts zu tun mit Demenz. Geschätzte Kollegin, ich bitte Sie, es steht mein Wort gegenüber das von einer alten, senilen, impertinenten Person und er... Jetzt müssen wir warten. Ihr wisst ja gar nicht, was ich euch fragen wollte oder was irgendjemand über euch gesagt hat. Oder könnt ihr Haus sehen? Ha, nein. Nein, die Gabe habe ich leider noch nicht. Entschuldigung. Aber ich habe angenommen, die aufwärtige Dame beschuldigt mich. Das wäre ja paradox. Also paradox ist das eben gar nicht. Das ist eine Frechheit, die verbieten mir das. Jetzt hört ihr mir mal zu. Oder noch besser erklärt ihr mir mal aus eurer Sicht, woher Frau Mörgeli ihre Drogen hergehabt hat, wie nicht von euch. Und außerdem ist das Ganze auch noch gerade eine Preisfrage. Das nur so nebenbei bemerkt. Es sind nämlich mehrere tausend Franken auf ihrem Konto verschwunden. Woher soll ich wissen, wo die Dame ihren Stoff her hat? Die hat sich doch sicher im Internet einen Dealer gesucht und die Waren schicken. Schnell, diskret und unspektakulär. So einfach geht das heute. Wenn Frau Mörgeli die einzige wäre ich versucht, euch gegen meine Überzeugung einzupflichten. Aber wie gesagt, es sind mehrere Patienten. Und einige Angehörige haben bereits Anzeige wegen Unbekannt erstattet. Falls ihr jetzt eben doch auf irgendeine Art und Weise mit diesen Vorkommnissen in diesen Heimen verwickelt wären, ist jetzt die Gelegenheit, alles zuzugeben, um noch Schlimmeres zu vermeiden. Ich kann nichts zugeben, was ich nicht gemacht habe. Ja, ich habe nur gedacht, falls euer Motiv Schulden sind. Ich habe keine Schulden, ich habe keine Eheprobleme, ich habe keine gar nichts. Alles ist hier schön ruhig, wunderbar. Sie verwünschen mich ja sowieso. Du hast uns etwa vor 50 Jahren noch machen mögen, aber deine Startzahn und Change-Spiele funktionieren schon lange nicht. Du machst uns höchstens noch zum Lachen. Erstmal funktionieren die noch. Ich will das gerade sagen. Hulda, 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 Hulda! Herr Fuchs! Herr Fuchs, was ist mit euch los? Rührt mich jetzt zuerst doch beruhigen. Habt ihr wieder zu viel Vitamin auf einmal eingenommen? Irgendwo, genau. Als hört die Vitamine. Warte! Bitte warte! Rühr mich weg! Der seid mir eine Erklärung schuldig. Was spielt sich da ab? Que sera, sera, whatever will be,
Wir schmeissen ihn, Bitte gell? Wahnsinn! Das ist eine Überdosis. Was für eine Überdosis? Da steht vielleicht eine Überdosis von den Tabletten, die ich ihm verkauft habe. Die kann schwere Herz- und Hirnschäden hervorrufen. Aber doch, die haben diesen hilflosen Betagten die Drogen für teures Geld verkauft und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Ich kann jetzt das schon zugeben, es steht dann auch sowieso Aussage gegen Aussage, aber bringt jetzt gescheiter, ruft jetzt gescheiter einen Krankenwagen, bevor er uns noch abkratzt. So, jetzt habe ich genug gehört und gesehen. Jetzt längt's, Herr Doktor, was ihr seid. Alles auf Band hier. Und mit den Zeugenaussagen zusammen längt's, für mich für ein paar Jahre Hintergitter zu bringen. Darf ich vorstellen, Ex-Dr. Häfeli? Das ist euer Ex-Patient, der Beta Berger, alias Hauptkommissar Baumgartner, inkognito. Man kann nicht von der Tat oben raufstehen. Das Komplott! Das Komplott geschmiedet, die ganze Sache. Ich fasse es nicht. Herr Dr. Hasler, Sie sind verhaftet. Die Anklage blutet, Drogenhandel, grosser Stil, schwere Körperverletzung, Ausnutzung von Abhängigen, etc. etc. Das steht noch einem Anwalt zu, aber alles, was ihr von jetzt an sagt, wird und kann gegen euch vor Gericht verwendet werden. Abmarsch! Frau Hasler, hättet ihr auch gerade mit, dann können wir eure Aussage noch vom Präsidium aufnehmen. Dankeschön! Yes, die Karriere ist jetzt vorbei, das ist für dich. Sepp, du bist einfach super gsi. Genau, es ist super gewesen, und noch eine ist von diesen farbigen Smarties. Naja, unsere schauspielerische Leistung soll uns jedenfalls jemand nachmachen. Ja, das tut mir auch. Aber wir müssen zugeben, die allergrösste Darbietung, die hat der eindeutig der Beta abgeliefert. Ausnahmslos alle sind wir auf den schwerhörigen Mann im Rollstuhl. Ja. Wenn der uns nicht eingeweiht hat, wir wären doch nie auf die Idee gekommen, dass der in Wirklichkeit Polizist ist. Ja, und sein Hörgerät in Wahrheit das Aufnahmegerät. Genial! Aber hoffentlich kommt der Doktor manches Jahr hintergitter. So etwas Hinterhältiges, nur wegen dem Geld. Das Leben von uns alten Leuten aufs Spiel zu setzen. Ich darf gar nicht daran denken, wie viel Geld das wir dem in die Rache geworfen haben. Tausende von Franken. Nur warum einmal schmerzfrei zu sein. So schiesst mir gerade die Rücken, siehst du? Wo ist eigentlich, wie stecken wo? Ich glaube, das ist schon mal zurück. Ja und jetzt? Was machen wir jetzt? Wenn wir um eins jassen? Oder sollen wir auch um eins um meine Blumen kümmern? Ich vermisse spätestens die Crazy Day Tabletten. Oh, mir auch. 6 Punkte, Junge bei 6 Punkten. Was ist denn das für eine gedrückte Stimmung da drin? So ein müder Haufen da. Schatz, wo kommst du jetzt hierher? Jetzt hast du die ganze Action verpasst. Wir haben eine super Show abgeliefert. Der Hebel ist hinter Gitter, die Tablette aus dem Verkehr gezogen und die können jetzt niemand mehr abhängig machen. Leider. Ja, als ich eben gehört habe, dass der Dr. Häfeli verhaftet wird, da habe ich gedacht, dass wir die Leidtragenden mit den Entzugserscheinungen werden sein. Ha.
Warum habe nicht der Mathilda ihren Neffen besucht in seinem Männerchorgarten? Ein lieber Gruß vom Röppi. Und zu Röppi hat er mir ein Pflänzchen zum Roken mitgegeben. Er hat zwar gesagt, kannst du ja Güte daraus machen. Wirklich sind etwa die gleiche. Ein Hanfpflänzchen, das stelle ich. Die züchtet der schon seit Jahren. Wie ist der kann bleiben, wo er ist? Warte, ich kann steigen. Whatever will be. Dann kein Pflänzeli. Whatever will be. Wir werden noch glücklich sein, dann kein Pflänzeli. So kann nicht ausgehen.